Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Altis Live. Ich bin heute ausnahmsweise mal allein unterwegs. Oh, der Startpunkt ist da gerade ein bisschen komisch, aber ich habe das gesehen und dachte, das könnte noch interessant werden. So, wir sind hier auf dem Schweizer Server, da sind wir schon mal gewesen. Aber letztes Mal haben sie noch sehr genervt, die Leute hier. Sie waren sehr aufdringlich gewesen, aber ich probiere es jetzt echt noch einmal. Mal schauen. Wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen ausgerüstet. Also wirklich viel habe ich nicht. Ich gehe jetzt ein bisschen auf die Seite, überfahrt mich nicht rein. Ein bisschen Geld habe ich ja für einen Führerschein. 3 Spitzhacken gekauft, hätte ich vergessen, das Zeug rauszunehmen. Und ich wollte jetzt mal, wie gesagt, der Bau Hobby sogar. Ich wollte jetzt mal in die Taucher laden. Ich habe zwar nicht so viel genug Geld dabei haben, aber ich werde das eigentlich auch mal einmal anschauen. Die Unterwasserwelt von Altis. Ich hoffe, wir begegnen nicht wieder Banditen. Kaum wie wir gespawnt haben. Also etwas zu essen und zu trinken habe ich dabei. Wir können jetzt eigentlich ein bisschen schauen. Der Server hat ein bisschen Startgeld, ein bisschen mehr als an anderen Orten. Aber dafür ist schon alles extrem teuer. So anders teuer hier. So, das wäre der Taucherladen. Und schauen, ob es etwas zu kaufen gibt. Tauchschein 5000. Okay. Ja, du bist jetzt noch wirklich so ernst. Ist der Retoursäckchen? Geld abheben. Das ist wirklich ernst. Da hier hat es noch einen Bankomat. Aber sonst haben sie ein bisschen wenig Bankomat da. Können wir wieder alles zurücksäckeln. Ah ja, Entschuldigung. So, wir sind hier wieder in Kavala, die grösste Stadt. Es sind ein paar Leute auf dem Server, aber bis jetzt bin ich noch keinem einzigen begegnet. Das verwirrt mich ein bisschen. Ah, Bankomat. Einer, der nicht funktioniert. Giele. Ja, falls da einer von den Server-Member zuschaut, ich würde jetzt da auf dem Born to Frag Server spielen. Giele, tut ein bisschen mehr Bankomat suchen. Muss man ein bisschen weniger laufen. Ich sehe unten links Strafzettel 100.000 Stutz. Hei. Da musst du Geld haben. Da jetzt hier irgendwo ein davor könnte einer sein. He? Und schau, ob der Geld spuckt. Nö. Dann muss es der sein da. Hä? Ich mir dafür alles abzuheben. Was geht denn da? Nicht befugt, he? Da muss auch ein Sanitäter sein.
Ja, das machen wir ja auch noch. Ein Bekannter von mir ist gerade einen eigenen Server am machen. Dort werde ich mich dann eben auch mal schauen, ob ich dann dort suchen komme als Sanitäter. Kennt mich ja langsam. Der typisch Sani. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich heute falsch abgebogen. Jetzt gehen wir da links. Ah, und da, die Bank wird ausgeraubt. He? Ah, oh. Ich bin's nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein Braver. Nicht der Zeit? Nein. Nein. Kann man da durch? So. Ich kann ja auch dann noch einmal laufen. Ja, ich habe das Gefühl, dass da hier auf dem Server ist alles so teuer. Ich habe das Gefühl, das reicht für keine Ausrüstung. Dann habe ich das Gefühl. Nein, er hat nur 2000 gekostet. Das auch noch einmal 2. 2, 4, 6000. Okay. Ja, ich weiss, es tut mir hure leid, dass es da 2, 3 Mal muss hin und her säckeln, aber das war mir letztes Mal leer bei den Banditen. Das ganze Geld dabei gehabt, überfallen worden. Nein, sie wollten oben die Nieren rausnehmen, also das dürft ihr gerne im letzten Video anschauen. Und dann am Schluss haben sie uns einfach abgeknallt, weil sich das der Kirche nicht gefallen wollte. Ist ja auch verständlich. Ich war einfach zu perplex gewesen, für überhaupt irgendetwas zu sagen. Bin einfach der gestanden und was mitgemacht. Und was sie dann dem Randall Mann den Kopfschuss gegeben haben sie ihnen mehr auch gegeben. Und dann war es fertig gewesen. Und das ganze Geld weg. Darum immer schön ein bisschen Batzen auf dem Konto lassen. Oh, was ist das da oben für einen? Schau da, dem ersten Menschen, den wir begegnen. Schau, säckert der fort. Was ist das da für ein Viech? Ein Häschen. Was schon wieder? Ah, die haben etwas zu tun hier. So, jetzt nehmen wir die 10, da haben wir auch genug dabei. He? Was wir jetzt noch machen? Immer ein speichern. Ja, die vorherigen Folgen noch nicht haben gesehen, das da hier, das ist ein Arma 3 Mod. Die ist gratis. Also das Arma 3 kostet und das ist einfach ein gratis Mod, den man sich anladen kann. Und da gibt es ja, über 4000 verschiedene Server und aber Schweizer gibt es nicht so Mengen. Ist jetzt gerade der Server down? Aber nicht jetzt. Also theoretisch eigentlich nicht. Von der Zeit her.
Aber ja, Kötti, das ist auch, auch im DayZ ist das aber nicht ein gutes Zeichen. He? Mal gucken. So, Taucheranzug habe ich ja schon. Nein, habe ich nicht. Also, der Anzug. Kaufen. So. Nachher. Taucherbrille. Kaufen. Nachher. Western Tauchgerät. Kaufen. Jetzt habe ich glaube alles, hä? Nein, das ist nur noch meine. So, jetzt sind wir das noch eine Schurte speichern. So, jetzt gehen wir mal schauen. Wir sind jetzt weiter drüber, da ist das Polizeihauptquartier. Hehehe. Die Frage ist, ob man überhaupt irgendwie etwas findet unter Wasser oder ob es gerade alles eigentlich für Katzen ist. Aber es sieht noch lustig aus, es ist noch interessant. Vor allem sollte mich noch wundern, ob ich jetzt einfach unendlich Luft habe. Hallo Fischi. Man kommt jetzt eigentlich ganz lustig jetzt hier auf dem Server an. Muss ich mir gar nicht auftauchen. So, jetzt sind wir das gerade hier. Und ich schaue auf der Karte. Auf die Karte. Da ist noch ein Bootshändler. Schildkrötengebiet stossen. Zu dem gehen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir mal schauen. Ein bisschen Schildkrötchen jagen. Wie dort ist echt die? Muss ich da auch noch eine Harpune mitnehmen? Oder ist das eine Riesensache? Jetzt rausschwimmen nachher vor nichts und wieder nichts. Ja, dann wenn wir doch schon die Häuser, dann gehen wir doch noch geschwind in die Dings schauen. Und der Bootshändler, hä? Die schauen, wie weit wir sind. Es ist echt da passiert. Kann ich den noch plündern? äh. Okay. Ja, krass, der sinkt da auf
Auf dem Server. Oh, da sind Leute. Ja, schon so hier wie diese traue niemandem. Also, ja, schon Angst gehabt, Dave. Wacht auf. Sieht gerade sauber aus. Mal schauen, wie teuer so Bootlizenz kommt. He? Bootshändler. Sicher wieder nicht zahlen. Was, brauchst du keine Lizenz? No, ich glaube schon, hä? Ein U-Boot. Wow, das ist ein bisschen teuer, hä? Oh, shit. Ja, das wird nichts von Anfang an, hä? Der wird schauen. Das ist der Tinger für einen Helikopter. Was macht der hier? Hä? Was kommt der Geländewagen übers... Hä? Ich bin wieder auf dem Weg. Hure cool, wie machst du das? Was hat der Polizei? Nur ein Kraut. Der hat jetzt sicher nicht anschauen. Ja, richtig wohl. Ich habe ja ein Problem, also mein Boot ist da auf dem Felsen festgepackt und könnte sie da den Kong. Nein. Da gab es da Straßen nicht, da die nicht im Felsen befestigt. Ah, das ist auch ein Polizist, hä? Machen wir die echt etwas? Jetzt sollte ich mal schauen. Cool, okay. Ah, ich werde das eigentlich machen. Ja, es ist halt hier so wie im richtigen Leben. Da gibt's einfach, es gibt anständige, also einfach Zivilisten und Polizisten und Terroristen. Und alles sind Spieler. Polizisten sind meistens Server, Serverchef und der kann man sich bewerben als irgendwie höre ich ein Spot. Da ist ein Schildkröte. Oh, ich will jetzt die Schildkröte. Und jetzt? Du musst sicher noch eine Harpune haben.
Du kannst natürlich schlecht jetzt die Polizei fragen, weil aber man kann hier legal machen, man kann illegales machen. Es gibt von das ist schon auf der Map, also man kann zum Beispiel Minen, kann Sachen abbauen, man kann auf Pfirsichfelder Pfirsichapfel ablesen und die dann verkaufen. Oder man kann eben auch viel illegales Zeug machen. Man kann eben Schildkröten jagen und die dann verkaufen. Es gibt Drogendealer, es gibt Hanffelder, Kokainverarbeitung, Marihuana-Verarbeitung. Jenstes Zeug, also es ist sicher einfacher, legal Geld zu machen, aber geht natürlich ein bisschen länger. Aber wenn man verwünscht wird von der Polizei wie illegalen Zeug, dann gibt es Strafzettel oder je nachdem wird man dann umgelassen oder also meistens wird man einfach verhaftet. Dann muss man Strafzettel zahlen. Und die hat wie einen Bussenkatalog. Und wenn man den nicht zahlen kann, muss man nachher die Zeit im Gefängnis abhocken. Dann ist man einfach hinter schwedischen Gardinen. Und wartet dann 4 Stunden, halbe Stunde, je nachdem wie hoch das Strafe war. Aber was sollte man jetzt da machen? Im Wasser. Ja, aber jetzt hat wenigstens auf dem Auto Taucherausrüstung gekauft. So. Kann man die nachher eigentlich auch wieder ablegen, weil ich habe ja eigentlich auch noch eine andere Kleidung. Ist die weg? No items. Helikopter. Kann man da Akku? Nein. Also ich will eigentlich nicht die ganze Zeit im Taucheranzug rumlaufen. Ist dann meine Kleidung weg? Ich glaube, das könnte der Polizist fragen. Immer nett und höflich bleiben. Sind die da für Übungen machen? Kann ich das auch? Drück mal im Zeug um. Nein. Wo ist denn Ihr Wachmeister, Herr Problem? Wenn wir die Burschen mal fragen. Wenn wir mal lieb fragen. Guten Tag, die Herren. Darf ich euch etwas fragen? Hallo. Ja? Ich bin recht neu in diesem Spiel und ich habe mir da vorhin so eine Taucherausrüstung gekauft, aber auch vorher schon Kleider gehabt. Kann man die irgendwie wieder wechseln? Nein, die hat hier mit der Kleiderverschmutzung Rucksack hier tun. Ah, okay. Gut, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber Kleider sind ja nicht so teuer. Okay, dann kann ich jetzt nochmal Kleider kaufen. Merci vielmals für die Auskunft. Noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Die sind lange am Taser, die Pfeifen. Nice.
Also, die Kleider hat man vorher müssen in den Rucksack ziehen. Das heisst, Kleider kaufen. Und bevor man die Kleider kauft, die hier in den Rucksack ziehen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, noch weil ins Wasser kommt, weil schau, wie das ist. Und ja. Nice, und weg ist man. Okay. Dann wir jetzt doch kurz wieder schauen, wo man da muss Kleider kaufen. Ja, eigentlich wieder dorthin. Kleiderladen hier. Okay. Jetzt sind wir noch die oh, Gielen, hast du alles auf Englisch? Ja, was ist ein Schweizerdeutsches Let's Play machen? Jetzt müssen wir schauen, darf der nicht Polizeihauptquartier rein kann. Weil der fällt. Nein, da kann ich schon noch ein bisschen links ziehen. So. Das U-Boot wäre cool, aber eine Million. Wow, schau, ob wir da Karriere herbringen. Ich glaube, ich versuche es zuerst ein bisschen mit legalem Zeug. Ja, ich weiss, tut mir leid, ihr wollt sicher zuerst da ein bisschen Drogen und Banküberfälle und alles gesehen. Aber das kommt alles da. Ich werde mir jetzt wirklich zuerst ein bisschen Geld aufbauen. Und ich bin eigentlich von Grund auf ein anständiger Spieler und darum haben wir noch nicht da mit Zeichen. Ja, noch keine Waffe und nichts. Muss man zuerst Lizenz haben. Aber jetzt gehen wir davon zuerst Kleider kaufen. So, mit dieser wunderschönen Aussicht auf die Küste hier machen wir doch ein kleines Folgenpäuschen. Merci fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder da. Tschüss zusammen, euer Lulu.